Guten Tag, ihr Leid. Gucke mal da. Wir spielen weiter Fantasy Life I. Und wir nehmen jetzt erstmal ein paar Quests an. Oder ab. Weiß nicht genau. Und dann gehen wir zum Knochendrachen. Irgendwo war doch hier. Hier ist doch. Ach, er da. Der Stippi. Hey, Stippi. Oh, Schmerz. Also, ob Schmerz, ob Furcht. Als Paladin muss ich viel ertragen. Aber das Lächeln der Inselbewohner macht alles wieder gut. Du bist der Falsche. Hä? Ach so. Ach, da unten ist einer, oder was? Tatsächlich, die Merle. Ich liebe Fische über alles. Und zwar so sehr, dass ich meine eigene Enzyklopädie der Fische anlegen will. Die Bilder will ich selbst malen, denn darin bin ich sehr gut. Aber es gibt da einen Fisch, den ich zum Abmalen einfach nicht in die Finger bekomme. Und zwar Mysteria Zierkarpfen. Meinst du, du könntest mir welche fangen? Klar. Aber erst, wenn ich Angler bin. Bitte bring mir Mysteria Zierkarpfen. Ich würde ja meinen Papa bitten, aber was das Angeln geht, ist er leider eine Niete. Ach, dein Vater. Der hat bestimmt andere Vorteile. Der ist zum Beispiel dein Vater. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da, die Quest haben wir da schon angenommen. Ich glaube, irgendwo haben wir noch mehr. Da, was ist mit denen da? Die Quelle des Elans. Ah, guck mal, da haben wir noch gar nicht. Also eins hochgehen. Wir nehmen jetzt noch ein paar Quests an. Bevor ich mit dem Drachen rede, will ich noch ein paar Quests annehmen. Nicht, dass wir da nicht mehr können oder so. Du hast Hunger, aber keine Lust rauszugehen. Kein Problem. Ich bringe frische Leckereien zu dir nach Hause. Was sagst du zu meiner Geschäftsidee? Genau das Richtige für alle mit einem hektischen Leben, oder nicht? Die Sache ist ein großer Erfolg. Ehrlich gesagt, vielleicht etwas zu groß. Ich kann mich vor Bestellungen kaum retten und komme einfach nicht mehr hinterher. Ein Kunde hat Steaks bestellt. Würdest du mir bitte welche besorgen? Okay, das ist ein Kochdingens. So. Geh bitte die Steaks für mich holen. Aber lass dich von dem köstlichen Duft nicht dazu hinreißen, dir selbst zu verschlingen, ja? Ja, ja. Okay. Viele Aufträge annehmen. Ja, ja, wir machen heute auch noch was. Keine Angst, da ist noch einer. Würdest du mir kurz dein Ohr leihen? Weißt du, ich bin hoffnungsvoll verliebt. Hey, mir merkt gerade was. Wieso bin ich denn so dunkel? Ah, gucke mal da. Jetzt pass auf, geht doch besser. Jungs, da habe ich ganz vergessen, mein Greenscreen einzuschalten. Naja, zum Glück bin ich erst 2 Minuten drinne. Würdest du mir kurz dein Ohr leihen? Weißt du, ich bin hoffnungslos verliebt. Aber ich bin so schrecklich schüchtern und traue mich nicht mal Angebeteten anzusprechen. Er weiß nicht mal, dass ich existiere. Da kam mir eine Idee. Wenn ich ein schönes Juwel anlege, wird er vielleicht auf mich aufmerksam. Und da kommst du ins Spiel. Um den Schmuck anzufertigen, brauche ich gelbe Steine. Bringst du mir bitte welche? Ja. Ja, kann man machen. Mit dem schönen Juwel werde ich das Herz meines Angebeteten gewiss erobern. Bitte bring mir gelbe Steine. Ja, ja. Ich bin aber kein Schürfer. Also alles noch... Okay, da oben ist noch irgendwie was. Was ist denn das da? Eine Enderstein-Tauschbörse. Kenne ich noch gar nicht. Also da rechts ist noch irgendwie eine. Da gehen wir noch hin. Berutbar. Ich bin nicht verdächtig. Nein, nein, ich bin ein ganz harmloser alter Mann. Weißt du, ich arbeite gerade an einem Kunstwerk, aber um es zu vollenden, braucht es eine Explosion. Warum? Das sage ich dir. Um etwas Gigantisches zu schöpfen. So wie beim Urknall. Das ergibt doch Sinn, oder nicht? Alle warten gespannt auf mein Meisterwerk. Also bring mir bitte ein paar kleine Bomben, damit die Welt nicht länger warten muss. Habe ich kleine Bomben? Belohnung Felsquellwasser. Ich habe keine kleine Bomben. Wo kriege ich eine kleine Bombe her? Sobald ich die kleinen Bomben habe, kann ich es knallen lassen. Pass nur auf, dass ich nicht schon Feuer hochgeht. Okay. Ja, aber... Was ist denn jetzt der unten? Warum ist denn der da weiß und der da unten ist blau? Naja. Weil es halt so ist. So, ich muss mal zum König. König, du hast auch irgendein Problem? Was soll ich nur tun? Die gesamte Königsstadt, ach, was sage ich, das ganze Land steckt in großer Gefahr. Oh, ihr kommt gerade richtig. Es ist unglaublich, aber eine wichtige Schatztruhe, die wir im Schloss aufbewahrt hatten, wurde gestohlen. Darin befindet sich ein äußerst wichtiger Gegenstand, den es auf der ganzen Welt kein zweites Mal gibt. Ich würde ja selbst danach suchen, aber der Papierkram stapelt sich bereits auf meinem Schreibtisch. Ich komme hier nicht weg. Ich sehe hier gar keinen Schreibtisch. Würdet ihr nach diesem unverschämten Truhendieb suchen? Ich werde euch auch reichlich dafür belohnen.
Moment, haben wir den jetzt sogar gesehen? Ah ja, jedenfalls kriegen wir einen Sack voll Kupfer. Hermit. Vielen Dank. Leider hat der Missetäter keine Spur hinterlassen. Aber August, der das Schloss bewacht, hat vielleicht etwas gesehen. Das habe ich hinzugefügt. Am besten ihr redet mal mit ihm. Wo ist denn dieser August? August bewacht ein Schloss. Bist du der August? Du bist der Veteran. Ach, Veteran! Ach so! Veteran. Kann ich eigentlich da runterhüpfen? Ja, kann ich. Wo ist der schlossbewachende August? Da ist ein Paladin. Aber der Paladin heißt der König Ranor wird vom ganzen Volk verehrt. Er ist ein wunderbarer Herrscher. Ich bewundere ihn so sehr. Ja, schön. Dann war es wohl doch nur ein Paladin. Das ist der Stippi. Und das ist noch ein Paladin ohne Name. Das ist sehr traurig, wenn man keinen Namen hat. Geh zum Knochendrachen. Ja, mache ich jetzt. So. Aber natürlich sammeln wir wieder Sachen. Und hacken auch ein paar Bäume. Oh. Ich habe was Neues gelernt, fällt mir gerade an. Das muss ich euch ja noch zeigen. Und zwar habe ich ja in der letzten Folge so groß geredet, dass ich euch ja den Baum zeige. Den Fähigkeitenbaum. Habe ich natürlich nicht gemacht, aber ich werde es hier in dieser großen Eiche euch demonstrieren, was ich jetzt kann. Und zwar, ich kann X drücken. So, gucke, dann überlege ich ein bisschen. Aha, hier stehe ich richtig. Hier kann ich sofort anfangen zu hämmern und mache dann sofort direkt am Schwachstelle. So kannst du erkennen, bei einem Baum zumindest, ob du an der Schwachstelle bist. An der Schwachstelle erscheinen halt zwei Ausrufezeichen. Und wenn du gegenüber von der Schwachstelle bist und dann erscheint so eine weiße Denkblase irgendwie so. Irgendwie so, ne? So. Wir gehen jetzt aber zum Knochendrachen. Haben wir ja euch versprochen. Kann ich eigentlich hier das Leben wechseln? Ich will hier ein bisschen als Söldner rumrennen. Obwohl, wir sind letztens als Söldner rumgerannt. Jetzt will ich als Alchemist rum. Nee. Ernsthaft jetzt? Du bist... Doch. Geh mal bitte. Also. Mach mal. Boah, das ist ja cool. Man kann sich automatisch zur nächsten Werkbank beamen. Das ist ja mal krass. Okay, dann fertigen wir mal ein bisschen was. Was denn zum Beispiel? Bomben. Ich kann Bomben herstellen. Ich brauche da Minzerz, verdächtiges Objekt und Tiermist. Okay. Fertige ich mal. Ich kann genau eine herstellen. Naja, dann machen wir das mal. Dann stellen wir mal Bomben her. So, wo sind wir denn hier? So. So. Weiter. Da. Und nu. Da. Aha, ihr merkt schon, ich bin voll konzentriert hier. Die Alchemie ist nichts, was man einfach so machen kann und dabei labern kann. Außer natürlich, wenn man so gut ist wie ich. Dann kann man auch dabei labern. So, jetzt mach nicht so, du hast eine Bombe hergestellt, bin ich mir relativ sicher. Eine kleine Bombe. Immerhin. Ich weiß nicht warum, aber okay. Was könnte man denn noch herstellen? Nix mehr, weil wir haben nichts mehr. Ernsthaft? Dann hätten wir mehr heilgraue Kräuter. Ich hab so viel gemacht. Ich habe schon offscreen hier ein bisschen weiter, damit ich mal vorwärts komme, weißt du? Und jetzt, ich glaube, ich bin zu gut. Wo wir gerade bei ich bin zu gut sind. Ich habe einen neuen Code eingegeben. Guck mal hier, Alter. Alter. Und das sieht einfach nur hübsch aus. Aber das ist ja mal krass. Sieht man den Ring auch irgendwo? Nee. So. Es gab wieder Codes wegen, ich glaube, 500.000 verkauften Einheiten oder so. Und da ist eine Mücke auf meinem Monitor. Und deshalb habe ich da so ein paar Items gekriegt. So, also hier. Wenn du auf dem Knochendrachen zurück in deine Welt reist, wirst du für eine Weile nicht auf die Insel zurückkehren können. Möchtest du trotzdem fortfahren? Du kannst unerledigte Aufträge fortsetzen, wenn du in der Geschichte voranschreitest. Nee.
Sorry, Leute, wir haben mit dem Drachen geredet, ich habe nicht gelogen, aber ich will mich erst noch ein bisschen auf der Insel umgucken natürlich. Was ist denn das für eine Frage überhaupt hier? Ich war, glaube ich, noch gar nicht überall. Zum Beispiel hier ist ein Wasserfall. Kann ich da reingehen? Normalerweise kann man immer hinter Wasserfälle gehen. Na, hier nicht. Schade. Ja, nee, ich will da noch ein bisschen erkunden, weißt du? Und ein bisschen aufleveln noch. Du blöder Krötenfrosch, du. Angler zum Beispiel könnte ich noch werden. In der neuen Welt kann ich ja dann, glaube ich, keine oder wahrscheinlich keine Berufe wechseln, oder? Weiß nicht, ich kenne mich da ehrlich gesagt noch nicht aus. So. Hier geht's nicht weiter. Ich will auch noch ein bisschen... Ey, lasst das. Ich habe euch nichts gemacht. Ich wollte euch leben lassen, aber jetzt müsst ihr dran glauben. Ja, ich bin nämlich der Überkämpfer jetzt. Euch mache ich nämlich mit links platt, mache ich das nämlich. Und das hier nehme ich mit. So. Okay, also wir müssen da dann wohl rechts vorbeigehen. Und da raus und da geht's dann irgendwie höher. Du für einer. Schildner, was will denn der von mir? Ach, der sucht sein Schild, gell? Wie der Name schon sagt, quasi. So. Dann gehen wir jetzt mal da. Da haben wir uns nämlich noch nicht richtig umgeguckt. Ja, wir sind dann so zur Stadt gegangen. Oder eben haben wir auch hier... Machen wir noch ein Baumblatt, oder? Komm, machen wir noch ein Baumblatt. Ich stehe schon wieder richtig. Hat er immer an derselben Stelle die Schwachstelle? Das dürfte dann sogar reichen für ein Level-Up. Und wenn wir dann das Level-Up haben, dann zeige ich euch auch mal meinen derzeitigen Skill-Baum. Mein Skill-Tree als Holzfäller sozusagen. So, jetzt hat er aber. Guck, Stufenaufstieg. So habe ich das gerne. Und wie verabredet zeige ich euch jetzt meinen Level-Baum oder Skill-Tree halt. So. Hier unten habe ich einfach mal alles soweit es ging voll gemacht. Einfach damit ich mehr Ausdauer habe. EP ist in dem Fall, glaube ich, Ausdauer, nicht Erfahrungspunkte. Also sonst hätte ich ein Limit plus 10, das wäre doof. Dann hier auf Holzfällen, das habe ich alles fertig gemacht. Und dass ich generell mehr Ausdauer wieder kriege oder so. So, jetzt hier komme ich noch nicht weiter. Da habe ich jetzt einfach nur das da freigeschaltet, dass ich mehr kritische Treffer habe. Und das hier ist das während des Holzfällens Schwachstellen aufspüren. So. Also im Moment kann ich eigentlich sogar gar nichts anderes machen. Außer da. Auch nicht. Siehste? Im Moment kann ich gar nichts machen. Als Alchemist ähnlich. Ich habe mal erstmal so die 4, gar nicht, das habe ich nicht freigeschaltet. Eigentlich habe ich nur das freigeschaltet, also braun. Und was ist das da? EP-Erhalt. RP-Erhalt kann immer gut sein. So. Oh, hoppla. Ich habe ja noch was, ne? Söldner. Söldner ist ein bisschen besser schon. Da habe ich schwungvoller Hieb. Habe ich noch gar nicht genutzt. Da muss man dann einfach X gedrückt halten. Und Angriff, Angriff, Angriff. Und weiter komme ich nicht. Was haben wir sonst noch hier? Da. Das Lebenspunkte-Limit ist erhöht, weil ich mehr Energie brauche, weil ich so oft aufs Maul kriege und nichts kann. Und die Trefferchance und Magieverteidigung, normale Verteidigung. So, habt ihr das auch gesehen? Gut, dass wir drüber geredet haben. Sehr schön. Dann fangen wir mal an, indem wir auf die Karte gucken. Das ist immer ein guter Anfang. Immer ein bisschen umgucken, noch ein bisschen Karte kleiner. Da ist eine Höhle. Da will ich mit euch mal reingehen. Habe ich letztens entdeckt, war aber... Was ist das da oben? Maiscilla. Da gehen wir hin, oder? Den hauen wir platt. So. Mal gucken. Was ist das da? Flauschninchen. Komm her. Ah, das war halt lang genug. Boah, was ein Schlag, hey. Junge. Geht ab wie Hechtsuppe hier. Komm, die Eiche hier muss auch fallen. So, also hier ist nix. Da.
Eine sehr gute Technik. Sparst du dir einen Haufen Zeugs da. Ne? So. Krass, oder? Habe ich die weggebämst oder habe ich sie du brauchst noch einen. Er hat noch nicht genug gehabt hier. Ordentlich weggebämst. Da drüben sind nur Schildkröten. Dann gehen wir dann da. Oh, das sind Schafe. Okay. Da ist ein Woller. Na dann, wohlan. Boah, das ist voll cool, ey. Das ist voll die coole Attacke. Warte mal, lass mal was zusammen. Da unten ist die Höhle, wo ich mit euch nachher mal hin will. Aber erst wollen wir ja... Will ich jetzt noch richtig? Ja. Blauschnienchen. Noch nicht genug. Und hier sind noch garstige Bienen. Was gab's? Herausforderung erfüllt mit voller Kraft. Okay, irgendeine Herausforderung habe ich erfüllt. Ja, eine Eiche nehmen wir auch noch mit. So. Junge, heute geht's ab. Ach so, das hier, das bedeutet, dass man auf die Gegenüberseite muss. So, jetzt kann ich ja ordentlich loshacken und er erwischt sofort die Schwachstelle. Sehr, sehr praktisch. So, siehst du? Noch mehr noch eine Herausforderung erfüllt. Na komm. So, und Sachen sammeln. Ah, da ist eine Kiste, die habe ich noch gar nicht. Was ist das? Schwarze Wolle, okay. Sag mal, ich habe mir doch... Ah, da oben ist der Gegner. Hau ab. So, jetzt pass auf. Ein bisschen aufpassen hier gerade. So, solange der seine Attacke macht, mache ich meine. Alter. Dem gebe ich gerade ordentlich auf die Kante hier, oder? Alter, hast du das gesehen, hä? Mein lieber Scholli, ich hab's drauf. Was gibt's denn? Ein Pinienstab? Hey, ich krieg so viel Zauberstäbe, das ist Wahnsinn. Ein Apfelbaum? Ein Apfelbaum wird umgehauen. Wenn ich die richtige Schwachstelle finde. Hier. Ich renne hier immer noch mit den Waffen rum übrigens, die ich gekriegt habe, weil ich bin ja auch noch Lehrling. Ich weiß gar nicht, ob es schon stärkere gibt oder so. So, hier, da kriegst du eine Herausforderung nach der anderen. Oh, da ist eine große Eiche. Die könnten wir mal probieren. So. Aber erstmal das Zeug hier abhauen. So. Ja, komm, wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir hier auch einfach mal alle platt. Also, sorry. Da auf der anderen Seite, also quasi hier. Und los geht's. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Level 15 Eiche schon schaffen würde. Nix. Da. Auf geht's. Sie sind da unten. Kämpferlager oder so. Alles klar. Ist mir egal. Ich bin jetzt hier erstmal Dingensbummens. So, da sind Fische und da sind noch Gegner. Ja, da ist ein großer Schwarzer. Da macht mir doch ein bisschen Angst hier. War unnötig, braucht mir keine Angst zu machen. Haha. So, mal her. Einsammeln, einsammeln. Wieso leuchtet denn da der Busch? Junge, ich glaube, dein Busch brennt. Nee, was ist das? Ein Käfer? Oh Mann. Ein Ringerkäfer. Ah, guck an. Da ist eine Stufe 10 Eiche. Her mit, du musst fallen. So. Gut, und dann gehen wir jetzt in die Höhle.
Damit ihr auch mal einen Dungeon gesehen habt. Soweit ich weiß, sind die zufallsgeneriert. Die Dungeons irgendwie. Die sind jetzt nicht sonderlich komplex oder so. Wo war denn der Dungeon? Ah, da. Ah, da. Oh, warte. Ich muss erstmal dafür sorgen, dass die Schildkröten, dass die mir da nicht dazwischen pfuschen, ne? Das würde schnell gehen. So. Ja, komm, obwohl, na. Eine Palme. Palme habe ich schon lange nicht mehr erjagt. Quatsch, erlegt. So. Da fällt mir auch noch was ein. Ich muss, glaube ich, die Amulette für jeden Job einzeln anlegen. Das werde ich jetzt danach noch machen. So. Aber nicht so. Sondern auch nicht über die Gegenstände, sondern über die Ausrüstung. Genau, siehste, dachte ich es mir doch. Habe ich zum Beispiel hier eine schöne Brille? Bringt mir die irgendwas? Naja, außer dass ich lustig aussehe. Ja, ist jetzt nicht so wichtig, aber hier, guck mal. Das da macht ordentlich Verteidigung und Magieverteidigung. So. Und jetzt... Achso. Holzfäller, Alchemist hatten wir ja schon. Da kann ich aber als Alchemistin noch eine Mütze aufziehen. Meinst du, ob das okay ist? Ja, ich lasse das jetzt mal. Ist jetzt nicht so wichtig, ne? Ich will da schon einigermaßen coole Sachen haben. Ah, da gibt es keinen anderen Stock. Handschuhe. Lass mal auch mal. Ah, da war doch noch was. Abenteurer, Söldner, da guck. Der kriegt auch dieses Dingens da. Söldner. So. Okay. Und weil es so schön war, muss diese Palme jetzt natürlich auch dran glauben. Hoppala. War ich ein bisschen übereifrig, ne? Ja, das hätte ich auch selbst sagen können, dass das nicht die Schwachstelle ist. Habe ich ja gerade eben draufgehauen. Macht jetzt nichts. Ja, wir gehen jetzt halt auch in die Höhle. Oh. Na, das ist jetzt natürlich schlecht. Dann muss die leider noch warten. Wir haben nämlich keine Ausdauer mehr. So, wir gehen in die Höhle, aber die will ich natürlich als Söldner oder Söldnerin betreten. So. Oh, warte mal, die Kokosnusspalme, die Kokosnüsse können wir holen. So. Und dann trinken wir mal so ein Tränkchen da. So, aber jetzt auf in die Nabana-Höhle. So, wie man sieht, lauter viele Flauschis. Hallo, Flauschis. Und noch einen hintenher. Stufenaufstieg, jawohl. Hier vorne sind Froschis, Flauschis und Froschis. Gucken, nicht, dass man da irgendwie... Da ist ein Pilz. Hat's vergessen? So. Was ist denn das da? Und das aufheben? Uah! Nee, kann man nicht aufheben. Bleib liegen, Junge. Ah, jetzt hat. Was war denn das da gerade? Da irgendwo ein Bossmonster oder was war das, dieses Icon? So. Jetzt müssen wir natürlich wissen, wo wir hergekommen sind. Wahrscheinlich von da. Also das führt mich, glaube ich, zum Ausgang. Guck. Also das Icon quasi, was eigentlich da ist, um mich zum Knochendrachen zu führen, das führt mich jetzt quasi zum Ausgang. Ist doch super. Das hier kann ich halt alles nicht nehmen, weil ich noch keinen Schüre bin. Was ist das da? Grasebenenfisch, okay. Was ist denn das orangene Ding? Das zeigt mir irgendwas. Ah, da bin ich doch aber hergekommen. Dann nehme ich mir lieber noch ein paar, guck. Pilze und da ist noch ein Weg. Das sind komische Gegner. Rollkäfer, Level 13. Aha. Und hier ist noch ein Ausgang. Also, wo man weitergehen kann, meine ich. Was ist das da?
Es scheint, dass dieser Weg mit einer mächtigen Kraft versiegelt ist. Momentan scheint es unmöglich, das Siegel zu brechen. Ja, dann geht's da schon mal nicht weiter. Da ist ein Rollkäfer. Komm hin. Au, alle. Okay, einen haben wir. Okay. Die rollen zu schnell. Einmal noch. Jawohl. So, hab ich dich. Ja, Kupferader. Ja, eine Höhle scheint nicht wirklich das Richtige zu sein für einen Baumfäller. Also, du kriegst schon Zeugs hier. Aber halt. Au. Au, der haut mich. So. Sternkristall des Feuers. Auch hier kann ich leider nicht machen. Ich weiß nicht, sollte ich noch einen Job machen, bevor ich zum Drachen gehe? Nee, wir gehen jetzt die Höhle und danach gehen wir zum Drachen und gucken, was passiert. Ich finde, ich bin im Moment mit meinen 3 Jobs recht gut ausgerüstet, sag ich mal so. Kann man ja dann sehen, wenn es dann soweit ist, wirst du vielleicht auch so wieder irgendwie wechseln können oder so. Haha. Junge, den habe ich's gezeigt, oder? Ich mal bitte Alarm. Erstmal den da fertig machen und dann auf den da drauf. Der hat noch nicht genug. So, siehst du. Jetzt gibt es hier noch irgendwie was außer große Gegner. Da hinten sind noch mehr große Gegner. Also groß sind die jetzt halt nicht, aber Gegner halt. Aha, eine Kiste. Was haben wir denn Feines? Ein Ausdauertrank. Eigentlich sogar 3 Ausdauertränke und die geht noch weiter hier. So. Hast du gedacht, hä? Zack. Au. Nein, lass das. So, jetzt hat er was. Ich brauch doch Items. So. Edle Kupferader. Also ich dachte, das wäre ein Gegner. Nein, leider nicht. Das ist nicht mein Level, sozusagen. Aber wir gehen natürlich trotzdem durch, weil kann man trotzdem Sachen einsammeln und gebrauchen. So. Ja, ich glaube, jetzt haben wir alles. So, dann gucken wir mal, dass wir jetzt zurückgehen. Ja, guck, der Pfeil, der zeigt mir ja schön, wie ich hin muss. Also wie ich nach Hause komme, sagen wir es mal so. Ist das ein Pfeil oder ein Auge? Keine Ahnung. Ich folge dem mal. Oh, das ist eigentlich schon... Ach, das war der Fisch. Das ist eigentlich schon praktisch. Weil, ja, ne, die Karte, also da dass ich zum Knochendrachen soll, das zeigt mir, wo der Knochendrache ist, aber nicht, wo der Ausgang aus dem Dungeon ist. Und das ist schon sehr, sehr praktisch. So. Wenn wir schon mal da sind, dann gucken wir mal, was wir noch freigeschaltet haben. Wir haben 9 Fähigkeitspunkte. Was können wir denn hier machen? Nix hier. Das geht halt noch nicht. Aber hier können wir
Verteidigung, ja, her mit. Und dann haben wir nämlich das da nämlich voll, denke ich mal. Magische Verteidigung, so. Ich mag es immer, wenn irgendwie Äste von einem Baum, wenn die vollkommen ausgedingsbumst sind. So, das könnte ich noch machen. EP-Limit plus 10. Was kann man sonst noch hier oben? Geselle. Brauche ich 10 Punkte. Auch noch nicht. Das da könnte ich noch machen. Angriff plus 5. Ja, komm. Machen wir. So, siehst du? Jetzt haben wir natürlich wieder keine Punkte. Macht aber nichts. Also, wir beamen uns jetzt nicht. Wir hauen erst nochmal die Schildkröten ein bisschen, weil wir es können. So. Oh, da ist eine Level 15 große Palme. Ah, die schaffe ich noch nicht. Au, ich habe vergessen zuzuhauen. Mann, bin ich doof. Ey, was ist hier los? Ich bin vergiftet. Das ist gar nicht gut. Aber wenigstens habe ich jetzt... Komm, jetzt probieren wir die Palme, oder? Ja, genau gegenüber. Wir probieren sie mal. Ich habe da ehrlich gesagt nicht große Hoffnungen. Aber die... Nee, komm, lass gut sein. Die ist noch zu groß für uns, die schaffen wir noch nicht. So, stattdessen nehme ich das hier noch. Oh, da sind noch schwarze Schafe. Mann, ich wollte mich doch wegbeamen. Okay. Da ist ein Schmetterling. Nehmen wir mit. Mysteria-Falter. So. Die Flauschehäselein lassen wir ausnahmsweise mal. Genauso wie die Echse. Außer wenn sie mich nervt, was sie gerade tut. Dann wird sie verhackstückelt. So, jetzt aber komm. Wer ist das? Maiscilla schon wieder? Den hatten wir doch schon mal. Was ist denn das da? Stufe 30? Bin ich denn gerade? Da war ich noch gar nicht. Stufe 20? Ich glaube, da ist alles noch ein bisschen zu hoch für mich. Das lassen wir mal besser. Nee, stattdessen will ich lieber nach Tixingen, um genau zu sein, zum Drachen. Kann ich mich da irgendwie... Pass auf. Wir machen das folgendermaßen. Wir wechseln auf Alchemistin und beamen uns zur nächsten Werkbank. Und die dürfte ja genau hier sein. Sehr schön. Komm, ich gucke mal, ob ich noch was Neues bauen kann. Oh, was ist das? Eine Korallenhalskette. Was macht die? Ja. Ja, ich will lieber das da fertigen. Das habe ich mir drauf. Oh, kann ich nur eins machen? Habe ich so wenig gesammelt? Das ist nicht viel. Okay, alles klar. Konzentration. So, weiter geht's. Okay. Ja. Ach so, ich hab den Knopf nicht gesehen. So. Dann haben wir jetzt halt hier einen Trank hergestellt. Sehr schön. Hopp. Erfolg, Erfolg, Erfolg. Sehr schön. Ein Genesungstrank. Naja, also und Stufe 4 erreicht. So. Mach mal. Na, das reicht jetzt auch erstmal, oder? Ja. Wenn dir Material fehlt, sammle neues oder besiege Monster, um mehr zu erhalten. Du kannst es auch in einem Materialladen kaufen. Ja, ich will aber erstmal wenig kaufen. Ich habe nämlich nicht so viel. Königliche Bandage. Was sind denn das alles für Quests, die ich da noch abgeben könnte? So, pass auf. Königliche Bandage. Kann ich da irgendwie nächstes Ziel festlegen? Ah. Okay. Ach so. Moment. Wie jetzt? Ach, die gebe ich beim Prof ab. Ach so.
Ich habe gerade an dich gedacht. Alo hat 55 Punkte im Test geholt. Keine Glanzleistung. Aber zum Bestehen hat es gereicht. Das stimmt wohl. Also, was für dich zu mir? Hier, guck mal. Deine Forschungen laufen anscheinend prächtig. Ich denke, es ist an der Zeit für eine Bewertung. Aha. Ich habe 2, oder kannst sogar 2 gleichzeitig. Ach so, so steigt man im Rang auf. Ah. Alchemie meistert man nicht an einem Tag. Sehr gut, jetzt verstehe ich, wie man da im Rang aufsteigt. Siehst du, haben wir wieder was gelernt. Sehr gut, sehr gut. Dann wissen wir das ja auch. Aber, so, für heute haben wir, glaube ich, genug Wissen angehäuft. Ich würde sagen, wir machen morgen weiter und morgen gehen wir wirklich zum Drachen und machen die Story weiter. Sorry, aber ich dachte, du ist ein bisschen bla bla, aber dann, du kommst nicht mehr auf die Insel zurück und ich war noch nicht überall und deshalb dachte ich so, na, wart mal lieber noch. Aber morgen, ihr Leute, morgen gehen wir zum Drachen und gucken, wie es mit der Story weitergeht, okay? Adios. Oder so, ähnlich in der Art.